Hallo zusammen, du bist Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute sind hier 2 Gäste bei mir, weil wir haben ein Gewinnspiel gemacht. Und dann haben sich beide, der Mr. Black Commander, der Noel und der Blue Dave, Dave Blue, so, Blue Dave, danke, dafür entschieden, halt, hier bei mir daheim vorbeizukommen. Und haben ein bisschen gezockt am Nami. Und jetzt kurz bevor das Feuer oben ist, in dem Sinn, machen wir noch geschwind das Video. Und wir haben uns überlegt, was könnten wir euch hier erzählen. Und weil momentan halt YouTube, eben youtube.ch, Partner werden, noch recht interessant ist, oder auch mal gerade im Gespräch, wäre es mal noch gäbig, die Sicht von jemandem zu hören, der jetzt auf YouTube vielleicht noch nicht ganz so aktiv ist. Darum gebe ich das Wort gerne mal an Noel, der ja selber auch einen kleinen Channel hat. Ja, also ich habe gestern das erste Mal davon gehört, dass es überhaupt youtube.ch jetzt wird geben oder schon gibt. Bei deinem Video, Chris. Mhm. Und sonst habe ich gar nichts gewusst eigentlich von dem. Und das hat mich gar ein bisschen erstaunt, weil ich habe gar nicht daran studiert, dass so etwas dann kommen könnte. Ich habe schon gedacht, ja, vielleicht irgendwann ist aber jetzt plötzlich. Und ja, es interessiert mich jetzt schon noch, weil Partner ein bisschen Knete verdienen noch ein bisschen nebenbei. Ja, warum nicht, oder? Und es ist speziell, weil wir Schweizer sind ja ziemlich eigentlich schon noch klein. Und, Ja, voll. und dass jetzt so etwas kommt, das bringt schon ein bisschen etwas in die Schweizer Community rein, wo vielleicht Hotel noch anspornt. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Gut, eben das mit den Kneten... Ist ja nicht viel eigentlich. Nein, wirklich nicht. Aber auf der anderen Seite, also ja, 10 Rappen verdienen bei etwas, was man gerne macht, sind immerhin 10 geschenkte Rappen. ja. Das ist ja so, ja. Das ist schon so, ja, voll. Und du, Dave, lieber Zuschauer? Ja. Ich finde es auch sehr cool, dass man jetzt eben so als Schweizer, wo wir eben auch noch recht klein sind, wie schon der Noel gesagt hat, dass wir das jetzt können, aber gross verfolgt habe ich es jetzt echt in den letzten Tagen nicht. Ja. Nicht Ja, unbedingt, ja. Aha, ja. Weil ich mache ja nicht selber Videos Ja. und ich schaue es einfach. Und ich habe es eigentlich auch noch nicht vor, Videos zu machen eigentlich. Ja. Ja. Mhm. Das ist ja kein Muss, dass jetzt Ja. jeder auf YouTube einen Channel auftut. Stört dir das Album, wenn du Werbung siehst, oder sagst du... Also nein. Es stört mich nicht gross. Man kann es ja irgendwie nach 4 oder 5 Sekunden oder so kann man es überspringen. Und ja, das stört mich nicht gross. Ich klicke halt echt auf das Überspringen und dann geht das Video schon los. Und man kann ja das in einen Blocker drin tun, Genau. habe ich gehört. Aber ich meine, ja, für was? Also die 2-3 Sekunden oder eben 4-5, wo man da Werbung muss schauen, sind nicht so schlimm. Also. Ja. Eben, vor allem, weil dann mit dem Adblocker unterstützt man ja den Ja, genau. Kanal auch nicht. Ja, genau. stimmt. Ja. Ja, nein, das ist sicher noch gut, wenn man die Leute auch ein bisschen unterstützt irgendwie. Ja. Ja. Und Klar, ja. gleichzeitig, ich weiss jetzt nicht genau, ich habe jetzt noch nie eine Werbung gesehen, die ich nicht weggeklickt habe, weißt, wo irgendwie gerade interessant war oder so. Wo ich meine, meistens... Ich weiss eben gar nicht, wie das ausgewählt wird. Häufig wird bei mir auch französische Werbung gezeigt. Schon. Ja, Mhm. okay. Aber das hat eventuell mit dem Anbieter zu tun, der auch ein bisschen das Bio eben irgendwie noch eine Niederlassung hat. Ja. Und dann habe ich vielleicht irgendeine so eine IP-Adresse, die halt aus einem französisch sprechenden Raum kommt oder so. Ja. Nein, von dem her ist es schon noch easy. Aber es würde auch noch für sich auch länger, wenn man einfach rechts neben dem Video ja Werbung hat. Ja, wird Ja. Ja, es würde auch länger. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Aha. Aber ich glaube, die wird eben weniger gut bezahlt oder es gibt dort eben schon noch Unterschiede. Screech wüsste das jetzt genau mit seinem Vertrag. Ja. Weil du kannst ja dann, glaube ich, hat der Koloss auch gesagt, auswählen, welches Video mit welcher Werbung schlussendlich sollte verbunden werden. Und so, wenn ich es verstanden habe, kann der Künstler eben selber sagen, ich möchte, dass, bevor das mein Video anfängt, Werbung geschaltet wird, oder ich möchte, dass einfach nur am Rand auftaucht. Ja. Aber eben, das sind alles nur Annahmen. Sonst kann ja der Salti wieder in den Kommentaren sagen, wie es läuft. Das ist schon noch gäbig, ja. Und darum, rein von dem her wollte ich es dort schon ausprobieren mit der Partnerschaft. Einfach mal selber mal sehen,
ja, wie es so ist. Klar. Aber eigentlich muss ich mich da auch in dem Fall beim Gaming-Channel bewerben oder so. Weil bei YouTube direkt ist ja eben auch das, was der Kolosser gesagt hat, dass man dann zum Teil gleich Videos halt Meldung bekommt, dass man das Copyright nicht hat, das Recht nicht hat. Mhm. Ja, darum haben so Jungs, die irgendwie jetzt bei Project 13 oder auch bei Titi oder halt alle, die eigene Videos machen, eigene Inhalte, sich selber filmen, Komödien, irgendwie so etwas, haben natürlich den Vorteil, dass sie automatisch auch das Recht haben am Videomaterial. Ja, weil es ist ja kein Copyright drauf. Es ist, Genau. Ja. Das ist eigentlich ja, oder einer der Nachteile, wenn man halt über Gameplays tut texten. Das ist ja so, ja. Aber es will ja auch nicht gerade jeder irgendwelche Real-Life-Videos machen. Ja. Ja, also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, mich vor einer Kamera aufzustellen, Ja. und dort etwas texten und irgendwie etwas machen, weil ich weiss auch nicht, wenn ich mich selber sehe oder so, das sehe ich überhaupt nicht gerne, oder? Und dann kann ich mir so nicht vorstellen, wie er so jemand anschaut, oder? Gut, das ist schon ein interessanter Punkt, weil ich meine, das ist ja glaube ich bei jedem Mensch so, wenn man das erste Mal in seinem Leben seine eigene Stimme hört, irgendwie ist man ein bisschen irritiert. Das sowieso, stimmt schon, ja. Man hört sich ja anders. Und dann, ja, eben, also das letzte Mal gerade, als ich hier vor einem Regal getextet habe, es ist eben schon noch abgefahren, wenn man am Reden ist, mit jemandem am Texten, dann hat man Blickkontakt ja, voll, und du siehst, alles was dieser Zeugs, macht und so. Und wie sich dann eben dein Gesicht ein bisschen bewegt oder was man selber für Gesten macht, ja, das sehen wir Das eben merkst nicht du nicht dann. Ja, genau. Ja. Und von dem her kann ich es gut nachvollziehen, dass du jetzt eben sagst, eigentlich voll nicht. Ja. Aber es kann eben auch mal der Punkt kommen, wo man sich denkt, doch, jetzt habe ich schon das eine oder andere ausprobiert. Jetzt nehme ich mal etwas in Angriff, wo ich vielleicht ein bisschen Respekt davor habe oder wo ich mich nicht so auskenne. Und dann merkst du dann, ja, das ist ja vielleicht auch noch interessant. Ja, klar, Ja. Aber eben, es ist klar, man muss ja nicht ganz dick reinschießen am Anfang. Nein, ja, jetzt bin ich ja noch nicht lange aktiv eigentlich. Vorher einfach nur Videos geschaut und vielleicht mal ein unkommentiert suchen geladen. Ja. Aber jetzt hat es mich gedacht, jetzt muss ich auch mal... Es hat mich so inspiriert, irgendwie durch den Wally und all das Zeugs, und ich einfach gedacht, ich muss selber das ausprobieren, oder? Ja. Und das ist ja auch okay, dann tut man sich mal ein bisschen mit dem auseinandersetzen. Ja. Aber eben, es ist halt schon noch schwierig. Oder ja. Die Frage ist, ob man Ziel hat, weißt, ob man dann irgendwie enttäuscht ist, wenn man die nicht erreicht, oder ob man es mal für den Spass einfach ausprobiert. Weil es gibt halt mittlerweile eben viele, die einfach Gameplays kommentieren. Und das ist ja so, ja. Eine neue Idee ist eigentlich noch schwierig zu finden, weil es mehr oder weniger haben sie doch schon fast alles gemacht. Das letzte Mal hatte ich gerade einen vom Face Clan gesehen, der mit so einer Guitar Hero Gitarre Call of spielt. Ja. Und hast du keine Chance, aber eben, das wäre in dem Sinne auch mal eine neue Idee, halt, so ein bisschen als Komödie zum Spass das machen. Aber ja, irgendwann hört es auf. Vielleicht nimmt einer mal noch so, es gibt ja auch Trommeln, die du beim Rockband hast oder so eins noch führen. Aber dann, ja, ist ja auch logisch. Wenn 10'000 Leute auf der Welt an etwas rumhirnen, dann irgendwie gleich mal alle Ideen. Ja, voll. Aufbrauch. Ja, aber eben, ich meine, man kann sich auch ein bisschen vom Leben inspirieren, oder? Genau, ja. Ja, wieso nicht? Und zum Teil haben wir vielleicht mal eine interessante Geschichte erzählen, oder? Ja, kann man das alles einbauen. Aha. Wichtig ist einfach, dass man sich nicht selber stresst oder jetzt irgendwie den Druck so, Das ist so, ja. auf jeden Fall. Und dann wird es dann auch relativ schnell halt zu einem Müssen oder ja, und man kennt es aus der Schule, vom Job. Ja, der Spass ist dann schnell vorbei, wenn du unbedingt jetzt eben noch musst. Und das ist eigentlich das Grösste. Ich sage jetzt mal, die grösste Herausforderung, so auch ein bisschen über längere Zeit vielleicht etwas zu machen, indem dass du nicht selber eben Stress. überrumpelst oder zu hohe Ziele setzt. Ja. Also eigentlich habe ich, es ist jetzt vielleicht blöd, aber ich habe eigentlich gar kein Ziel, weil ich habe es nur aus Spass gemacht. Ja. Und wenn ich jetzt so sehe, weisst, Videoaufrufe, es gibt nicht viel, weil wer kennt jemanden, der gerade frisch anfängt Videos zu machen, oder? Genau.
Aber die es schauen, ich weiss jetzt etwa, wer es schaut, Ja. die es schauen, die finden es jetzt auch noch gut, oder? Ja. Und dann macht es mir auch Spass, oder? Aha. Und Ja, auf jeden solange es mir Spass macht, werde ich auch noch Videos machen. Ja. Aber wenn ich muss sagen, hey, ich habe keine Zeit mehr, ich muss stressen die ganze Zeit, Ja. dann werde ich auch sagen, jetzt gibt es keins mehr, oder? Ja. Weil unter Stress werden die Videos einfach, laden einfach Qualität nachher. Ja, das ist schon so. Ja, muss ja Freude haben daran. Ja, genau. Ja. Beim Gronk haben sie das letzte Mal noch kommentiert, ist er irgendwie in der Ferien gewesen. Und Mhm. er war der Top-Comment, dass man gut merkt, wenn er von der Ferien zurückkommt, ist er so ein bisschen relaxed und so ein bisschen frisch und fröhlich, wie halt oft, wenn man Ja, aus der ja. Ferien zurückkommt. Und eben nach kurzer Zeit ist er dann wieder in diesem Trott drin, wo er einfach Ja. regelmässig seine Commentaries macht. Und nicht, dass sie jetzt schlechter sind, aber man merkt es halt ja, voll. Ja, Du bist dann wieder, oder er ist dann wieder am Arbeiten, ja. ja, Auch wenn es noch ein cooler Job ist. klar, ja. Bis zu einem gewissen Grad. Ja, ja, Ja. ja. Das Gute ist sicher, dass du selber kannst entscheiden kannst, wenn du schaffst. Genau, Weißt du, ja. ich meine, du kannst eigentlich Ja, den das ganzen ist- Tag irgendwie in der Sonne liegen und am Oben 2-3 Videos noch machen. Ja. Und jetzt gerade in seiner Liga Ja, wird das alles schon gehen, aber es ist dann schon eine aufwendig. Eben. denke schon, ja. Ja, ja, mal, das wäre sonst gerade mal so ein bisschen random, Ja. YouTube-Channels und Pläne, die man hat, oder eben auch Ziel, der Spass, den man nicht verlieren Auf jeden Fall. sollte. Und ja, merci fürs Mitmachen und für den Besuch. Ja, merci, merci dass dir, wir ja. dürfen kommen. Merci. Das ist gern geschehen. Und tschüss an die Zuschauer. He? Ja. Salut Ja, zusammen. Genau. ciao zusammen. Was ich ganz vergessen habe, im Hintergrund war sonst der Quasti am Zocken. Und das war noch ein gutes Game, wie ihr gesehen habt. He? Ja, schön zusammen.